SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Samstag, der 8. August, das sind unsere Themen. Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Inflation und die neuen Fragen, die sich deswegen stellen für Notenbanken. Die Schwierigkeiten, die die Abwehr von Drohnen mit sich bringt und die damit verbundenen Herausforderungen für Flughafenbetreiber. Die Zunahme bei den Kindesmisshandlungen in der Schweiz und was das Gesetz für eine gewaltfreie Erziehung da bewirken kann. Und der Boom der Cannabisbranche in Thailand. Thailand as a country, I think it's a perfect match. Thailand, the land of smile, and we are chill. Das entspannte Thailand und Cannabis, das passe perfekt zusammen, sagt dieser Ladenbesitzer. Doch das große Geschäft hat auch Schattenseiten. Um das Zürcher Seebecken wird seit dem frühen Nachmittag getanzt und gefeiert an der 33. Street Parade. Die Meldungen des Tages jetzt mit Manuel Risi. Die Veranstaltenden rechnen mit mehreren 100.000 Besucherinnen und Besuchern. 26 Love Mobiles ziehen an der wohl größten Techno-Party der Welt mit DJs durch die Massen. Ein wichtiges Thema bei dieser Großveranstaltung ist dabei die Sicherheit, auch mit Blick auf den Anschlag am Christopher Street Day in Berlin vor 2 Wochen. Dazu sagt die Stadtpolizei, man sei schon seit Jahren mit einem großen Sicherheitsdispositiv im Einsatz, um die Route der Street Parade zu sichern. Zudem sei das Lenken der Menschenmassen zentral, das sogenannte Crowdmanagement, so die Stadtpolizei Zürich. Unter anderem setze man hierfür auf Drohnen. Das Walliser Zwangsmaßnahmengericht hat die Auflagen für das Betreiber-Ehepaar der Bar Le Constellation in Crans-Montana verlängert. Gegen die beiden französischen Staatsbürger wird seit der Brandkatastrophe in der Silvesternacht ermittelt. Beide mussten ihre Pässe abgeben und sie müssen sich täglich auf einem Polizeiposten melden. Diese Maßnahmen gelten nun weiter, mindestens bis am 9. Oktober. Das sagte die Walliser Staatsanwaltschaft zur Nachrichtenagentur Kisten SDA. Zu Meldungen aus dem Ausland. In Deutschland haben mehrere Bundesländer das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen aufgehoben. Grund ist der niedrige Wasserstand des Rheins. Weil der Fluss wenig Wasser führt, können Schiffe nicht mehr so viele Waren transportieren. Bereits an diesem Wochenende dürfen deshalb Lastwagen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen am Sonntag fahren. Mit dieser Maßnahme werde sichergestellt, dass die Lieferketten aufrechterhalten werden, teilen die zuständigen Behörden mit. Andere Bundesländer kritisieren die Maßnahme. Mehr Lastwagen am Wochenende führten in der Ferienreisezeit zu mehr Staus. Zudem gäbe es jetzt schon zu wenige Lastwagenfahrerinnen und Fahrer, das sagt etwa der Verkehrsminister von Sachsen-Anhalt. In den USA hat der Senat Todd Blanche als neuen Justizminister bestätigt. Die Bestätigung fiel knapp aus mit 50-49 Stimmen. Im Vorfeld gab es von Demokraten, aber auch Republikanern Zweifel an Blanches Eignung für den Posten, auch weil er früher der Anwalt von US-Präsident Trump war. Demokratische Senatoren zweifeln insbesondere an Blanches Unabhängigkeit vom Präsidenten. Ein Abkommen zwischen dem Iran und dem Oman soll den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wieder möglich machen. Seit Tagen heißt es von beiden Seiten, eine Einigung stehe kurz bevor. Nun stellt ein Raketenangriff auf ein Schiff die Einigung in Frage. Das Schiff der staatlichen Ölgesellschaft von Abu Dhabi sei am Morgen in der Straße von Hormuz von einer Rakete getroffen worden, teilt die staatliche Nachrichtenagentur mit. Es sei niemand verletzt worden. Wer die Rakete abgeschossen hat, ist nicht klar. Zum Fußball. Die IB-Frauen verpassen den Einzug in den Europacup. Die Bernerinnen verlieren 1:3 gegen Odessa und sind damit vorzeitig aus den europäischen Wettbewerben ausgeschieden. Die Wetteraussichten: Heute Abend scheint meist die Sonne, morgen geht es mit Sonne und einigen Wolken weiter. Am Nachmittag bilden sich vor allem in den Bergen lokale Regengüsse und Gewitter. Es wird dabei um 33 Grad heiß. Die Klimakrise macht Essen teuer. Getreide etwa, Öl, Kaffee oder Schokolade.
Die Gründe dafür zeigen sich derzeit ganz aktuell. Die Trockenheit, die Hitze in großen Teilen Europas führen zu deutlich schlechteren Ernten und das treibt die Preise in die Höhe. Ökonominnen und Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten Klimaflation. Ein Phänomen, das künftig an Bedeutung zunehmen dürfte und das die Zentralbanken, die die Inflation unter Kontrolle halten sollten, vor ganz neue Herausforderungen stellt. Klaus Ammann. Olivenöl war 50% teurer nach der letzten Dürre in Spanien. Die Kakaopreise explodierten nach einer Hitzewelle vor 2 Jahren in Westafrika und waren schließlich um 280% höher. Genaue Zahlen zu den Schäden und den Preiseffekten der aktuellen Trockenheit gibt es derzeit noch keine. Viele Ernten sind noch nicht abgeschlossen, andere stehen erst an. Erste Schätzungen zum Abschneiden der gesamten Schweizer Landwirtschaft will das Bundesamt für Statistik im November publizieren. Klar ist aber beispielsweise schon, Getreide hat europaweit stark unter der Hitze im Juni gelitten. Die Ernten sind um rund 10% tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Werden Güter knapp, steigt in der Regel ihr Preis. Bis das Brot, das Öl, das Gemüse im Laden teurer werden, dauere es aber ein paar Monate, erklärt Thomas Dvorak, Ökonom beim Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Oxford Economics. Really, what determines the prices for this year are things that happened last year. And first of all, last year was quite good for farmers. Die Preise in diesem Jahr würden noch von den Ernten im letzten Jahr bestimmt und diese seien in vielen Ländern gut ausgefallen. Gewisse Lebensmittelpreise wie diejenigen von Kakao oder Kaffee sinken derzeit gar, weil die Bauern sich von den letzten großen Ausfällen von 2022 und 2023 erholt haben. But this will not last forever. Spätestens im nächsten Jahr rechnen Expertinnen und Experten mit einem deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise. Daran würde auch ein baldiges Ende der aktuellen Trockenheit nicht mehr viel ändern, ist Thomas Dvorak überzeugt. The negative stuff has already happened. You can't really reverse it. It's just you're not seeing it in the final prices in the supermarket yet. But der Schaden in der Landwirtschaft sei bereits angerichtet, auch wenn wir ihn im Supermarkt noch nicht sehen können. Zudem steigen die Preise bei jedem Produkt anders, je nachdem, wie gut die Lager vom letzten Jahr gefüllt sind, wie hoch der Importanteil ist und wie stark betroffen das Herkunftsland ist. Ein Blick zurück zeigt, 2022, im bis dahin heißesten Sommer in Europa, hat die Nahrungsmittelinflation wegen des Klimawandels laut der Europäischen Zentralbank um 0,67 Prozentpunkte zugenommen. Max Kotz, Klimawissenschaftler am staatlichen Supercomputing Center in Barcelona, geht davon aus, dass diese sogenannte Klimaflation im kommenden Jahr mindestens ebenso hoch sein wird. So it's likely that this summer is going to be causing similar magnitudes, if not slightly bigger effects, because the temperatures are even higher or in the similar range. Gut 0,67 Prozentpunkte Klimaflation, das tönt nach wenig. Es ist aber erstens bald mehr als der Krieg im Nahen Osten an Inflation verursacht und zweitens macht die Klimaflation damit bereits jetzt rund 1/3 des gesamten Inflationsziels von 2% aus, das die meisten Zentralbanken verfolgen. Das werde zum Problem für die Zentralbanken, ist Max Kotz überzeugt. So those kind of effects occurring on top of the normal inflation that we just have in the economy really start to become a magnitude that's a problem for central bankers. Bisher haben Zentralbanken nicht auf klimabedingte Preiserhöhungen für Lebensmittel reagiert, weil diese als temporär galten. Unterdessen würden solche extremen Wetterereignisse aber immer häufiger und heftiger, so dass die Zentralbanken intensiv nach Instrumenten für den Umgang damit suchen. Sie könnten aber ohnehin höchstens die Folgen für unser Portemonnaie abmildern. Das Problem lösen könnten Zentralbanken nicht, betont Klimawissenschaftler Max Kotz. Dafür sei eine rasche Reduktion unseres Verbrauchs der klimaschädlichen Energieträger Kohle, Öl und Gas nötig. Even if we make our economies more resilient, as long as we don't change our reliance on fossil fuels and we don't stop climate change, these effects will keep getting worse. The temperatures will keep getting more extreme. Auch Anpassung an den Klimawandel wie der Anbau von hitzeresistenterem Gemüse und Obst könnte den Anstieg der Preise im Supermarkt im besten Fall abmildern. Da sind sich die Befragten einig.
Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Wir klären gleich, wie Drohnen die Luftfahrt weltweit vor große Herausforderungen stellen, warum die Zahl von Kindsmisshandlungen in der Schweiz einen neuen Höchststand erreicht hat und wie die Legalisierung von Cannabis in Thailand den Schmuggel mit der Droge befeuert. Diese Woche herrschte zwischenzeitlich große Aufregung am Flughafen Leipzig-Halle. Eine Drohne mit Sprengstoff war entdeckt worden. Die deutsche Regierung spricht von einem Angriff fremder Mächte. Doch was und wer genau dahinter steckt, bleibt bis dato unklar. Klar ist aber, Drohnen sind ein großes Sicherheitsrisiko im Luftraum und für den Flugverkehr. Und sie sind schwierig zu kontrollieren. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim beschäftigt sich mit Drohnentechnologie und mit ihren Auswirkungen auf die Flugbranche. Ich wollte von ihm wissen, was die Drohnenabwehr so schwierig macht. Ja, die Drohnenabwehr ist ein mehrstufiger Prozess. Das heißt, zuerst muss die Drohne überhaupt gesichtet und dann erfasst werden. Dann muss man wissen, um welche Art von Drohne es sich handelt, bevor man dann die entsprechenden Maßnahmen treffen kann. Also soll die Drohne zum Landen gezwungen werden? Will man sie elektronisch stören? Oder will man sie effektiv vom Himmel holen? Und all das muss innerhalb kürzester Zeit geschehen, eben weil Drohnen klein, wendig und sehr schnell sind. Und da sprechen wir eben in der Regel von Sekunden bis wenigen Minuten. Und daran sieht man eben schon, dass die Abwehr von Drohnen viel schwieriger ist, als mit Drohnen Schaden anzurichten. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass die Fortschritte in der Drohnentechnologie rasend schnell sind. Also das heißt, die Abwehrmaßnahmen hinken diesem Fortschritt auch immer etwas hinterher. Wer ist denn eigentlich zuständig dafür, Drohnen abzuwehren? Ist das eine staatliche Aufgabe oder sind das die Flughäfen, die das machen müssten? Ja, das kommt ganz darauf an, wo sich diese Drohne befindet. Also bei einem Flughafen sind es grundsätzlich die Betreiber oder der Betreiber und die Polizei. Aber je nach Situation und je nach Örtlichkeit können das auch Private oder die Armee sein, die Drohnen abwehren können. Häufig aber ist es eben so, dass es eine Grauzone ist. Also das heißt, die Grenzen sind da fließend und das hat eben wiederum mit den Eigenheiten dieser Drohnen zu tun, weil sie eben extrem schnell fliegen, auch über eine große oder vergleichsweise große Reichweite verfügen, sind sie nur schwierig zu erfassen. Also wenn dann beispielsweise jemand ein militärisches Gelände ausspionieren will, wäre grundsätzlich die Armee für die Abwehr zuständig. Aber sobald die Drohne dann wieder außerhalb dieses Geländes ist, wäre es dann an der Polizei, die dafür verantwortlich ist. Und eben angesichts der Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern oder sogar mehr, führt das eben im Alltag durchaus zu unklaren Situationen, wer für die Abwehr zuständig ist. Also, unklare Situationen, gleichzeitig ist das Ganze sehr komplex, das haben Sie ausgeführt. Was bedeutet diese Ausgangslage nun für die Flughafenbetreiber in einem Fall wie jetzt eben diese Woche in Leipzig? Also grundsätzlich sind sie in einer ungemütlichen Situation. Man hat das auch in der Vergangenheit gesehen, dass man eben mit Drohnen ganze Flughäfen lahmlegen kann, sei es für Stunden oder sogar Tage. Das gab es in der Vergangenheit in Gatwick, in Oslo oder auch in München. Die Schweizer Flughäfen waren glücklicherweise bisher von solchen Zwischenfällen verschont, aber das kann jederzeit auch hierzulande passieren. Bei einem Flughafen ist zwar dann die rechtliche Zusammenarbeit eben zwischen Flughafenbetreiber und der Polizei einigermaßen klar, doch es stellen sich dann bei der Abwehr von Drohnen andere Probleme. Also beispielsweise, wie soll dann auf einem Flughafengelände eine Drohne oder mehrere Drohnen abgewehrt werden? Ein Störsender beispielsweise ist da nur bedingt eine Lösung, weil sonst der gesamte Flugbetrieb da beeinträchtigt werden könnte. Auch eine Drohne mit Munition abschießen ist auf einem Flughafen nicht wirklich eine Option. Und daran sieht man dann eben auch, dass die Abwehr von Drohnen wirklich eine Herausforderung ist. Wie ist man denn aktuell aufgestellt, um diese Bedrohung einigermaßen wirksam zu kontrollieren? Also grundsätzlich gibt es heute am Markt verschiedene Systeme, um Drohnen abzuwehren. Da ist in den vergangenen Jahren sehr vieles hinzugekommen und es gibt auch unzählige Anbieter. Das sind dann nicht nur Tech-Firmen oder Rüstungsfirmen, sondern auch die Swisscom beispielsweise oder die Securitas bieten Drohnenabwehrsysteme oder Drohnenabwehrdienstleistungen an.
aber letztlich ist es eigentlich immer ein Katz-und-Maus-Spiel, also ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angriff und Abwehr. Und das Knifflige hierbei ist nun, dass im Gegensatz zu früheren Technologien sich eben die Drohnentechnologie innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten weiterentwickelt. Und das macht es dann eben auch schwierig, ein entsprechendes Abwehrsystem zu beschaffen. Und da muss man halt eben ein System dann haben, das mit diesem rasanten technologischen Fortschritt Schritt halten kann. Welche Bestrebungen gibt es konkret in der Schweiz, an dieser Verwundbarkeit, die es da offenbar gibt, etwas zu ändern? Also es gibt da in der Schweiz ganz verschiedene Bestrebungen. Grundsätzlich muss man aber wissen, dass eben nicht nur die Flughäfen ein potenzielles Ziel sind von Drohnenangriffen, sondern dass es ganz viel ungeschützte Infrastruktur gibt. Also das können Datenzentren sein oder auch Strominfrastruktur. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, welchen Aufwand kann und will man betreiben, auch mit welchen technischen Möglichkeiten, um eben diese Infrastruktur oder diese Gebäude vor Drohnenangriffen zu schützen. Bei der Armee ist es inzwischen so, dass die Schweizer Armee durchaus daran ist, Drohneneinheiten aufzubauen. Und was wir auch sehen, ist, dass zunehmend auch ziviles Drohnenwissen jetzt verstärkt genutzt wird, eben zur Drohnenabwehr oder gar zu militärischen Zwecken. Aber letztlich ist die Drohnenabwehr eine große Herausforderung für die Schweiz, aber auch für sehr viele andere Staaten. Die Informationen von Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Kleinkinder mit Blutergüssen, die die Eltern nicht erklären können. Jugendliche, die missbraucht wurden. Die Fälle von Kindsmisshandlungen in der Schweiz haben im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 2025 wurden 2380 Kinder und Jugendliche wegen einer vermuteten oder bestätigten Misshandlung an Schweizer Kinderkliniken betreut oder behandelt. Das sind 14% mehr als im Vorjahr. Weshalb steigen die Zahlen derart an? Und was bringt ein neues Gesetz, das seit Anfang Juli die gewaltfreie Erziehung vorschreibt? Regionalkorrespondentin Nina Gigax hat Antworten gesucht. Auch für ihn seien diese Zahlen schwer zu verdauen, sagt Kinderarzt Daniel Beutler. Er leitet die Kinderschutzgruppe am Kinderspital der beiden Basel. Wenn wir diese Zahlen sehen, sagen wir schon, es ist erschreckend. Erschreckend und belastend für ihn und sein Team. Er frage sich manchmal, wohin das noch führe. Schon jetzt behandle die Kinderschutzgruppe viele schwere Fälle. Im Kinderschutz sehen wir zum einen die Kinder, die körperlich misshandelt werden, oder wir sehen Jugendliche, die sexuell missbraucht werden. Wir sehen Kleinkinder, die häusliche Gewalt miterleben. Also wir haben eigentlich ein breites Spektrum an Kindesmisshandlungen. In Basel würden vermehrt vernachlässigte Kinder behandelt. Ein Neugeborenes, mit dem die Mutter keinen Austausch pflegt und es ignoriert. Ein krankes Kleinkind, um das sich der Vater nicht kümmert. Schweizweit, über alle 18 Kinderkliniken betrachtet, seien es vor allem physische Misshandlungen, die zugenommen hätten. Eltern, die Kinder schlagen, Neugeborene schütteln, die Kinder mit unerklärbaren Verletzungen ins Spital bringen. Wir werden immer hellhörig, wenn wir ein Kind sehen mit Verletzungen, die eigentlich nicht erklärt sind. Also die Eltern haben keine Erklärung dafür oder sie liefern eine Erklärung, die nicht passt zu diesem Verletzungsmuster. Kommen die blauen Flecken wirklich von einem Sturz? Das müsse zum Teil gar die Rechtsmedizin klären. Kommt die Kinderschutzgruppe zum Schluss, dass die Situation nicht mehr tragbar ist, schaltet sie die Behörden ein. Im Extremfall bleibt ein Kind im Spital und geht nicht mehr heim. Wieso es diesen neuen Höchststand gibt, könne er nicht abschließend sagen, sagt Kinderarzt Beutler. Er stelle fest, dass auch mehr Verdachtsfälle gemeldet würden. Nicht jede Zahl sei eine bestätigte Misshandlung. Fakt sei aber, dass Eltern vermehrt überfordert seien mit ihren Kindern, aus verschiedenen Gründen. Es können finanzielle Belastungen sein, es können soziale Isolation sein, Alleinerziehende, es können Kinder sein, die vielleicht von der Betreuung her schwierig sind. Aber sehr oft eben sind es Situationen, wo Eltern an den Rand kommen. Die Zündschnur sei kürzer. Ein Phänomen, das seit der Corona-Pandemie nicht mehr verschwunden sei. Die vielen Krisen und Unsicherheiten auf der Welt trügen ihren Teil dazu bei. Ob das nun so weitergeht?
Er setze Hoffnung in ein neues Gesetz, das seit dem 1. Juli gilt, sagt Beutler. Als eines der letzten europäischen Länder hat die Schweiz die gewaltfreie Erziehung im Zivilgesetz verankert. Das helfe im Alltag. In der Interaktion mit Eltern, wenn man sagen kann, schauen Sie, in der Schweiz ist es verboten, ein Kind zu schlagen in der Erziehung, dann hilft das auf jeden Fall. Wobei das Gesetz allein nicht reiche. Es bräuchte eine begleitende nationale Informationskampagne, findet Beutler. Auf diese aber verzichtet der Bund, wie er auf Anfrage schreibt. Der Bund verzichtet aus finanziellen Gründen auf eine eigenständige nationale Informationskampagne. Das Thema der gewaltfreien Erziehung wird in eine bereits laufende Kampagne in geeigneter Form aufgenommen. Das Gesetz sieht Begleitmaßnahmen vor. Die konkrete Ausgestaltung liegt in der Verantwortung der Kantone. Dramatisch sei das Fehlen einer nationalen Kampagne, sagt die Direktorin von Kinderschutz Schweiz, Regula Bernhard-Hug. Wenn man darüber nicht informiert, wie soll dann das Gesetz in die Familie integriert werden, in Anführungszeichen? Also wie soll sich das Verhalten, das Konfliktverhalten in einer Familie verändern? Dass die Kantone einspringen, stimme nur zum Teil. Gewisse hätten bereits Kampagnen angekündigt, andere aber eben nicht. Es geschehe deshalb genau das, wovor ihre Organisation im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz gewarnt habe, nämlich, dass es schlussendlich dann eine Rolle spielt, in welchem Kanton das Kind und die Familie wohnt. Je nachdem bekomme das Kind Unterstützung oder nicht. Sie hoffe sehr, dass der Bund seinen Entscheid überdenke, sagt Regula Bernhard-Hug von Kinderschutz Schweiz. So gehe sie jedenfalls davon aus, dass die Zahlen weiter steigen. Eine Befürchtung, die Kinderarzt Daniel Beutler teilt. In Thailand boomt das Cannabisgeschäft seit der Entkriminalisierung vor 4 Jahren. Streng genommen ist der Verkauf der Droge nur für medizinische Zwecke erlaubt, doch die Branche und die Konsumentinnen und Konsumenten nehmen es damit nicht so genau. Gesundheitsfachleute warnen nun vor den Folgen und sorgen sich um das Image Thailands. Aus Bangkok der Bericht von Martin Aldrovandi. Die Luft entweicht, nachdem die vakuumierte Box geöffnet wird. Win Kodawao Udompongkun stellt die verschiedenen Cannabis-Sorten vor. Win führt einen kleinen Cannabis-Shop im Stadtzentrum von Bangkok. Thailand as a country, I think it's a perfect match. Thailand und Cannabis passen perfekt zusammen. Thailand ist das Land des Lächelns. Wir sind so entspannt hier und das mögen die Touristen, die uns besuchen. Sein Laden ist rund um die Uhr geöffnet. Wer will, kann hier auch noch mitten in der Nacht einkaufen. Jetzt ist es kurz vor Mittag. 2 Kunden schauen sich an der Ladentheke das Sortiment an. Eine junge Frau hatte sich in der Sofaecke bequem gemacht, den Kopf über einen Bon gebeugt und inhaliert. Die Wand des Geschäfts ist voller Graffiti, Zeichnungen, Sprüche und Namen. Auf Englisch, Chinesisch, Russisch, Koreanisch. 95% of my customer are foreigner. 95% seiner Kundschaft komme aus dem Ausland, erklärt Win. Ich will Ihnen nicht sagen, aus welchen Ländern die Kunden kommen, weil in einigen Ländern Cannabis nach wie vor illegal ist. Offiziell habe ich also keine Kundinnen aus China oder Singapur. Es sind Länder, in denen auch der Konsum im Ausland strafbar ist, wenn dieser zu Hause später nachgewiesen werden kann. Und auf den Schmuggel von Cannabis drohen in vielen asiatischen Staaten nach wie vor drakonische Strafen. In Singapur etwa steht auf den Schmuggel ab 500 Gramm die Todesstrafe. Zuletzt für Schlagzeilen gesorgt hat aber vor allem der Schmuggel nach Europa. Especially the UK. Vor allem nach Großbritannien, aber auch in die Schweiz. Vieles geht nach Europa, weil die Gesetze, soviel ich weiß, dort nicht so streng sind. Im Juli etwa wurden unter anderem 2 Schweizer Staatsangehörige am Flughafen in Phuket festgenommen. Laut den thailändischen Behörden hatten sie zusammen mit 2 weiteren Personen über 30 Kilogramm Cannabis im Gepäck. Die thailändischen Zollbehörden veröffentlichen Aufnahmen solcher Funde. Man will zeigen, dass man gegen den Schmuggel vorgeht.
Smith Sison befürchtet, dass die Thailänder im Ausland bald unter Generalverdacht geraten würden. Der Toxikologe ist Präsident des thailändischen Verbands für Rechtsmedizin. Er gehört zu den bekanntesten Kritikern der Cannabis-Legalisierung. Cannabis in Thailand sei inzwischen fast einfacher zu kaufen als Kaffee, klagt er. Dass Cannabis nur für medizinische Zwecke verkauft werde, glaubt er nicht. Das sei lediglich ein Vorwand. Schauen Sie doch, wo sich diese Läden befinden. Sie sind nicht etwa neben einem Spital, sondern in den Freizeit- und Unterhaltungsvierteln. Es ist so offensichtlich. Smith sorgt sich besonders um Jugendliche. Die Entkriminalisierung habe ein falsches Signal gesetzt. Er verweist auf Studien, wonach die Anzahl Spitaleinweisungen von Jugendlichen und selbst Kindern wegen Cannabiskonsums drastisch zugenommen haben. Der Verkauf von Cannabisprodukten an Jugendliche ist in Thailand nach wie vor verboten. Das Verbot aber werde zu wenig durchgesetzt, klagt Smith. In der Politik gibt es derzeit Bemühungen, die Gesetze wieder zu verschärfen und die Branche strenger zu regulieren. Ladenbesitzer Win dagegen ärgert sich über die Unsicherheit. Die Gesetze und Regeln ändern sich ständig. Einmal hieß es, man dürfe sie als Freizeitdroge verkaufen und am nächsten Tag nur noch für medizinische Zwecke. Es ist verwirrend. Dass das Rad ganz zurückgedreht und der Cannabiskonsum wieder kriminalisiert wird, glaubt Win aber nicht. It creates a lot of jobs. Er verweist auf die Arbeitsplätze, die die Industrie geschaffen habe und das Geld, das mit dem Verkauf verdient werde. Die Läden würden bestimmt nicht geschlossen werden. Cannabis, sagt Win, sei von Thailand nicht mehr wegzudenken. Der Beitrag von Martin Aldrovandi, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.26 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Damian Rast, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.